Den 21. Oktober waren Sarah und de Luca zu Römling im Oktoberfest. Das gouf vom Römlinger Fußballclub organisiert. Op der Platz selber gouf eng Flotstimmung a gut Isse gesucht. Do is Jore po Interview mat de Leiit gemacht. Sie waren a Wochen am Viraus do und hatten Chance, den Organisateuren Laura Jeitz und Patricia Berger ein paar Fragen zu stellen. Wir haben uns gefragt, wie Sie auf die Idee gekommen sind, als Fußballclub ein Oktoberfest zu organisieren. Am Anfang, weil ich Geld brauche, wenn ich einen kleinen Fußballverein ist, am Anfang brauche ich Geld und dann muss ich vieles organisieren. Ich muss sagen, wie wir die Idee hatten, habe ich dann für 11 Jahre haben wir dann einen Bus organisiert und habe ich eine Equipe mitgeholt, auf einem Oktoberfest, das schon bestanden hat. Und da sind wir 20 dahin gegangen am Bus und da haben wir uns das dann angeguckt. Und wo ich wusste, wie es lief, und ich wusste auch, was ich nicht machen, was gut war, was nicht gut war. Und darüber hin haben wir uns dann organisiert. Wie lange hat die angefangen mit organisieren und wie lange braucht ihr, für das ganz abzurichten? Das Oktoberfest, nur im Oktoberfest, das ist für den neuen Oktoberfest, gebe ich so. Ne? Also ich habe schon letztes Jahr angefangen. Ne? Und ich meine mit der ganzen Organisation. Gell? Ich meine, das. Und dann das sind 2 Wochen braucht man aber für das abzurichten. Ich meine, das ist nicht einfach für ein Zentrum hinzustellen. Die Leute, die immer aufregen, weil Parkplätze nicht mehr da sind. Aber das aber irgendwie muss auch anständig sein, dass auch fortgerüstet, dass ein Deko, dass wirklich das Konzept ist wirklich einzigartig. Und dafür brauchen wir auch 14 Tage. Wir brauchen auch nur 2 Tage für aufzurappen. Wie lief das beim Abrichten und wie viele Leute helfen euch? Was wichtig ist beim Abrichten, das ist nicht so einfach. Wir sind auch mittlerweile schon angewiesen auf Gemengenservice oder die Siegel, die uns helfen, die uns unterstützen. Es geht nicht nur für 120 Leute benevolent zu tun. Ich meine, dass den Abend vom Fest sind 120 Leute heim, aber für aufzurichten und aufzurappen, ist das nicht so populär für die zu helfen. Wir sind aber froh, dass Mammen von den Kindern und Freunde, Familie alle guten helfen. Es wird auch eine Natur ist, dass wir das machen, Reservation, aber ein bisschen persönlich und Kontakt mit dem Klienten, das nicht einfach bezahlt. Da wären wir fertig. Ich meine, wir schwätzen mit Mailen, wir schwätzen über Mailen oder Telefon und das könnte man bei den Leuten ganz gut tun. Die 2 letzten Jahre waren ja überall Corona-Restriktionen. Habt ihr trotzdem im Oktoberfest organisiert? Weil ja, wie das ganz dann ausgesehen? Für 2 Jahre haben wir Kind gemacht. Und letztes Jahr muss ich sagen, das war ganz stark, weil wir hatten nicht viel Zeit, bis wir überhaupt Erlaubnis gekriegt haben, für das zu machen. Wir noch ein bisschen ein Covid-Konzept aufsetzen und alles aufrufen. Und ich meine, wir hatten 2 Monate Zeit, für das Ganze auf die Beine zu stellen, mit der Reservation. Und das war schon heftig. Wir hatten aber auch ein bisschen klein gemacht. Wir hatten noch mit Covid-Check, wir mussten geimpft sein, für hier ranzukommen. Das war schon eine Herausforderung, aber es hat aber wunderbar geklappt. Und ich muss so, wie die Leute letzte drauf waren, freut es, dass die Leute waren so bänzig für an die Leute zu kommen. Das war enorm. Und ich glaube, auch das Jahr wird das so weitergehen. Danach haben wir sie gefragt, wie lange sie ganz schon organisieren. Ja, ganz genau 11 Jahre. Wir haben noch immer einen Titel bei dem Alkers, bei dem Jahr, wo dabei könnt. Und das Jahr ist es 11 Jahre gute Laune, also auf Bayerisch gesagt. Wie viele Liter Bier habt ihr für einen Abend angerechnet? Viel zu viel. Mehr aber auch alkoholfrei, alles das. Ja, wie gesagt, alles, was die Klienten wollen. Sie haben uns auch noch verraten, dass sie Haxen eine scherosa Farbe haben, weil sie sich gekocht, dort extra Gewürz und da richtig gegrillt gehen. Wir wollten auch noch wissen, ob sie extra Menüen für Vegetarier, Veganer oder Leute mit Allergien hätten. Alles. Für Vegetarier, für Veganer, glutenfrei, alles. Wir probieren wirklich, shit bringen, es gerecht zu machen. Die, die friert, Kinder, ich will aber gerne kommen, da probieren wir. Wir haben ein paar Interviews mit den Leuten gemacht, um zu fragen, wie sie die Stimmung fanden. Top ist die von Römling, das ist genial. Das ist best im Land. Massiv Stimmung aus der Mann bei den Konsolen. Und seit 8 Jahren bin ich immer halt präsent. Das ist immer Schönheitsrömling. Das flott Ambiance hier ist. Die Leute, die präsent sind halt für gute Stimmung zu machen, sind halt für zu erleben, für ein paar zu trinken. Und du sagst, die Leute Römling sind nicht all Tag gesagt. Das ist eine wunderbare Stimmung. Ich kann so zu fragen, besuchen, die da nicht teil war, kommt auf Römling. Römling aus, place to be. Jungen, Heiersklasse, kommt da hin. Das ist mein erstes Lützburg, das ist aber tipptopp. Ja, ich war seit 9 Jahren nicht mehr heim, ich muss sagen, das ist genial, wie immer. Also das ist eine super Stimmung, so viele Leute, weil ich mir ehrlich nicht erwartet, weil ich auf Leislich bin. Und
schon ganz flott, das net vergleich ma München Oktoberfest mit das ganz flott. Ja jo as top lo Corona war jo neicht méi sinnch gut gerat hei. Genial. Das ist mein erster Keier. Ich finde da niemand gemacht. Super. Kann ihm empfehlen. Ganz gut, ich muss sagen, dass die Idee geht zu Römling. Ich habe schon mal zu Kiel geschafft. Das geht, wo zu Römling sind, das ist gut. Ganz flott, ganz flott. Wunderbar. Ich war letztes Mal beim anderen Oktoberfest, war nicht so flott wie heute. Am größten Ganzen immer gut. Mit der Römlinger muss ich sagen, dass am Süden ein von den besten. Dann kommen andere, das ist ja nicht so Schneiche von der Heieren hun. Ich muss so ein Trömlinger Oktoberfest, das gefällt mir immer ganz, ganz gut. Mir haben sie auch noch gefragt, was sie da gehst hun. Ein Hax, die war ganz gut. Also mehr und Händel gehst und war top, also 10 von 10 Jahren. Mega. Also mir hat es immens geschmeckt, wir hatten noch ein bisschen von allen Plänen und die meisten Feedbacks waren auch wirklich immens. Zum Schluss haben wir auch noch ein paar Interviews mit den Leuten gemacht, die du geschafft haben. Wir sind gefragt, für was sie zuständig sind und ob es die erste Kehr wie, wo sie dafür schaffen. Ja, wir sind Brian Gomez und spielen zu Römling. Wir haben immer responsabel für die Leute zu essen servieren, noch für aufzuräumen und noch für ein bisschen einmal zu partizipieren und ein bisschen im Verein zu helfen. Ich war am Anfang für den Käse, für die Autos, für die Manager, und ein bisschen am Service, egal wo gebraucht sind wir da. Für den Service also, Getränks bringen und aufräumen. Oh ne, ich bin schon lange heute, das ist, dass die 7, 8 Mal schon. Oh, ich gebe so 7 Jahre sind schon dabei.